Perla fordert uns zum Kampf heraus und ich habe an erster Stelle mein untrainiertes Shelas. Das kann nur gut werden. Wozu? Du bist durch den Riss im rauen Zeigefüge getreten und weißt, was für eine Welt sich dahinter erstreckt. Nun wirst du sehen, was ein echter Kampf ist. Ganz ehrlich. Hier einen kleinen Glaciola. Ich soll erstmal gegen Cynthia antreten, dann weiß ich, was ein Kampf ist. Arme Shelast. Was macht denn dann Evoli? Ich war gerade voll überrascht, so ein Evoli und hä? Okay, komm, wisst ihr was? Eigentlich wäre Tonupto natürlich perfekt geeignet. Denke mir vor allem aus dem Grund, weil Tonupto natürlich als Geist-Pokémon von Evoli gar nicht angegriffen werden kann und als Feuer-Pokémon auch gegen Glaciola perfekt wäre. Arme Shelast. Ich kann gar nichts machen, ey. Direkt schon tot. So, Freunde. So geht das. Gut gemacht, Kumpel. Das bringt nicht viel und es setzt die coolen Augen ein. Ja gut, ja, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Warum nicht Fehl sagst, weil es kriegt wiederholt Schaden. Tsching, tsching. Ist überhaupt ihr Perla oder ihr Evoli wollte ich gerade sagen, oder? Haben Sie nicht so sicher schon Erfahrungspunkte, die Shelast gut gebrauchen können? Gemeinheit. Ah, aber das ist erfrischend. Die Welt ist so riesig groß, dagegen kam ich mir so klein vor. Bist du ja auch. Du bist ein kleines Mädchen. Ich danke dir, lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Ja, danke schön. Das wäre nicht schlecht. Also gut, mit ihr habe ich einfach das Gefühl, offen über alles reden zu können. Das kenne ich. Den Boku und ich, wir sind beide Anführer. Ihm gegenüber will ich keine Schwäche zeigen. Aber manchmal frage ich mich einfach, warum ich diese ganze Last überhaupt schultere. Hier im Küstenland, musst du wissen, gibt es eine Wächterin namens Rana. Aber es gibt keinen König mehr, um den sie sich kümmern könnte. Sie bereitet auch sein Erbe nicht darauf vor, die Nachfolge anzutreten. Manche sagen sogar, Rana habe überhaupt nicht mehr das Zeug dazu, als Wächterin zu dienen. Das Gerede lässt mich jedoch kalt. Sie ist mir unglaublich wichtig und das ist, was zählt. Wir haben beide darum gewettet, wer es zum Oberhaupt des Clans bringen würde. Und ich habe dabei viel von ihr gelernt. Ich würde dich also gerne um etwas bitten. Könntest du dafür sorgen, dass der Erbe des Königs ein würdiger Nachfolger wird? Logo. Er wird aus deiner Stärke sicher ein Beispiel nehmen und sehr bald auf eigenen Füßen stehen. Das sollte auch den letzten Skeptiker davon überzeugen, dass Ran doch zur Wächterin taugt. Du hast dem Perlklan dabei geholfen, nach Xanthos Rage ein Ende zu setzen. Ich bin mir sicher, du wirst auch dieser Bitte gewachsen sein. Folge diesem Weg und du müsstest Rana auf einem Hügel zu einer Linken finden. Ja, ist wohl nicht zu übersehen, wa? Der Rana vom Perlklan. So, ansonsten habe ich hier gerade ein paar Quests. Ja, ein paar sind hier offen. Aber Quests von hier nicht, wa? Ein anmutiger Schweif, das müsste eben ein Charmian sein, nehme ich jetzt mal stark ein. Knallmoos müssen wir erstmal finden. Das Pokémon war, glaube ich, ein Traunvogel, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Mich richtig zu erinnern zumindest. Insofern. Jo, Freunde, neues Gebiet! Ich frage mich, ob es hier auch irgendwie noch ein paar coole Wasser-Pokémon gibt. Gucken wir einen an, da ist er schon mal so. Eine kleine, süße Miezekatze. Ist natürlich das Problem, jetzt habe ich irgendwie nichts für Katzen. Katzminze oder so meine ich halt. So. Damit schon mal eine Sidequest abgeschlossen. Was haben wir hier Schönes? Ein Wurmi in einer anderen Farbe. Trotzdem ein Wurmi. Wurmi oder Wurmi? Oh Mann, Shelast, du hast echt nicht einfach, Kumpel.
Nee, der Gegner ist nicht unbedingt das, was er dir jetzt wünschen würde. Käfertrutz. Ja, kommt dann Axanto rein. Ich habe überlegt wegen nach Tara, aber ist ein Unlicht-Pokémon. Und da wären Käfer-Moves jetzt nicht so clever. Der hier aber schon. Leistungssand. Schiller hat ein Level. Oh. Na, Kumpel, was geht ab? Jürgen ausweichen. Attacke vom Typ Gestein besiegt. So. Freunde, da hinten ist noch ein Irrlicht. Wenn wir schon natürlich mal einen sehen, können Sie direkt mitnehmen. Auch wenn ich mich noch nicht aktiv auf die Suche nach den Irrlichten begebe, das machen wir jetzt an einem späteren Zeitpunkt. Wenn wir alles erforscht haben und so und vielleicht auch irgendwie noch ein paar mehr Reit-Pokémon zu haben. Aktuell haben wir erst 2 Stück, das ist noch ein bisschen wenig, um hier wirklich aktiv auf die Suche nach den Dingern zu gehen. Da ist noch eins. Aber ja, später sehr, sehr gerne. Der bleibt für Schillast. So, dann bitte hier mal noch was mitnehmen, Kumpel. So, ein Etterkraut ist auch nicht zu verachten. Jetzt haben wir da hinten noch etwas auf einer höheren Ebene. Da oben haben wir vorhin ja auch eins gesehen. Okay, ob ich da irgendwie damit hier hinkomme, wage zu bezweifeln. Ach ja, wenn wir im Thema damit hier sind. Ich habe mir glaube ich sogar oft nochmal überlegt, ob es überhaupt Sinn gemacht hat, den jetzt durch Starter zu ersetzen. Weil eigentlich habe ich mit Tonupto ja auch Aero als ein Ableittyp, sprich Flug- und Kampfattacken. Was ich mit Staraptor ja auch habe. Und Flug, ganz ehrlich, ist natürlich nicer, wenn du schon ein Feuer-Pokémon hast, brauchst nicht unbedingt noch Flugattacken. Also auch hier Aeroas können wir eigentlich sparen. Also gegen Kampf-Pokémon, aber als Geist machen wir da sowieso keine Sorgen. Also, ja. Kann man hinterfragen. Gehen wir ganz leicht runter. Ich wundere mich, dass hier alles ein bisschen flimmert. So, eine kleine Kullerbohne. Das scheiß Flimmern hier, was ist los? Deine Tasche. Schon wieder? Krasse Scheiße. Andere gerne mal bei Schillast. Und zwar Verteidigung ist schon hoch. Okay, dann machen wir mal Spezialverteidigung noch. Will auch ein bisschen tanky werden. Immer so einer, zweier Dingsbums. Ja, die kann man verbrauchen. Oder eben auch nicht. Überall war natürlich schon geil. Basis-Items. Was Brauchbares zum Herstellen vielleicht? So. Hat noch viel mehr Platz. Naja, viel mehr ist übertrieben, aber egal. Fiddlauch, so. Hier noch ein paar Charmians, ja gut.
Da gefangen, 3 Stück wäre cool, mit Nahrung gefüttert. Okay, das kriegen wir hin, Freunde. Das kriegen wir hin, das wird nicht so das Problem sein. Welche Nahrung? Das wird eher ein Problem. Gemeistert, sehr schön. Hä? Was ist das gerade? Ist der Pokéball durchgeflogen? Okay, jetzt schauen wir, hat keinen Bock. Chilas Level Up, eine Attacke und Entwicklung möglich. Natürlich, wie könnte es anders sein? Ist das da vorne eigentlich ein Boss? Also, Alpha meine ich halt. Das war ein Ding, die rote Augen gesehen. Natürlich bei dem Vieh ein bisschen schwierig zu entdecken, ob es jetzt wirklich rote Augen hat, weil 31 ist normales. Ein klar fangen kann es natürlich trotzdem. Sag mal. Erwischen. Pokémon in der Luft, 3 Federbälle. Ja, danke schön. Natürlich auch nicht so übel. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, entwickeln wir mal unser Shelast. Hat jetzt zwar nicht wirklich großartig irgendwas zu tun in den Kämpfen bis jetzt, aber das kann sich noch ändern. Jedenfalls hat es gelernt einzustecken. Schellkereien. So, und es hat Dampfwalze gelernt. Okay. Wenn wir jetzt natürlich mal, mal kurz die Dinge angucken, die Steps. Angriff, Spezialangriff. Ja, das war zu befürchten, dass vor allem der Spezialangriff natürlich darunter leidet. Dann mache ich es doch mal so. Diejenigen kann ich mal behalten. Dann kommt der Bodenmove an der Stelle. Weil sich eh bald dann so einen Bodentyp noch entwickelt. Dann wird das soweit mal geritzt. So, Kumpel. Jetzt will ich mal sagen, hast du dir verdient. Supertrank. Jo. Weil weniger zwar auch was getan, aber egal. So. Dann Schellkerein, du altes Schwein. Was? Oh, Schlafpuder. Das ist natürlich praktisch, vor allem. Ich pack's mal gegen den Biss aus, weil ganz ehrlich, warum Biss? Nichts gegen den Biss und so, aber wir haben Unlich, wir haben Geist-Pokémon, also jetzt noch ein Biss drauf, jetzt ein bisschen übertrieben. Was Schlafpuder? Brauchen wir vielleicht schon Luxra nicht mehr im Team. Also was heißt hier nicht mehr brauchen, da klingt immer so doof, aber mir geht es darum, möglichst viele verschiedene Pokémon zu trainieren. Weil Schläfer immer natürlich ein Unterschied ist. Einerseits ums Trainieren, andererseits auch für verschiedene Pokémon, vor allem jetzt hier in der Hisui-Region mit Hisui-Formen und so. Und deswegen eigentlich so Axantor, natürlich auch Hisui Tornupto, gerne im Team behalten, Schellkerein, ja, also quasi als Sinnoh-Starter, den ich auch viel zu selten in der Vergangenheit genommen habe. Und als Kombination Pflanze, wo natürlich einiges Gutes macht und weghaut, natürlich auch schon geil. Vielleicht später mal irgendwie noch ein Kampf-Pokémon mit Lucario und so. Deswegen muss ich schon ein bisschen gucken, welche Pokémon momentan so ein bisschen Sinn machen. Sag mal, Zentnerbälle. Da können wir ein paar herstellen, komm.
Kann man für die ganz harten Brocken. Ja, und für auf die Hypertränke verbrauchen. Ich weiß nicht, ob das, beziehungsweise die Supertränke verbrauchen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Schelker eingefangen, jo. So, Drift Zeppeli, jetzt zeige ich dir mal einen richtigen Gegner hier. Denn sorry, aber nach Tara wird dich einfach so weghauen wie sonst was. Ja, Gedankengut ist auch nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob es fangen soll. Geistmove gegen Unlicht-Pokémon? Okay. Schwerball. Schwerball, go! Einfach ein Federball nicht so schlecht wäre. Danke nach Tara. Ist halt schon ein krasses Vieh. Kannst sagen, was du willst. Schilk rein. Jo. Well. So. Ginkgo Strand. Ja, okay. Oh, dann mal Reise als Boss. Natürlich auf die Entfernung. Guck mal, was hat sie noch sonst so? Ein fucking Evoli, ich glaube, es hackt. Die sind auch viel zu selten, die Evolis. Oh, Kacke, Mann. Hier also ein Evoli. Warte mal, dann markieren wir das mal auf der Karte. Da sagen wir mal, irgendwo hier gibt es coole Pokémon. Apro hier und coole Pokémon. Oh, Bammelin, Boschelin, aber ist keiner von denen riesengroß, wa? Ist einer von euch ein Alpha? Das wäre natürlich jetzt praktisch. Da war. Ernsthaft? Nein! Manchmal wollen sie, manchmal wollen sie nicht. Ist halt so, was willst du machen? So, das sieht nach einem guten Gegner für Schelkerein aus. Schade, da auf dem Georock. Der Geowarzantul ist auch cool gewesen. Werden nicht lange schnacken. Sondern platt machen. Die Pflanze besiegt, so. Was ist denn das? Das Knallmoos? Tatsache. Haben wir noch ein Bammelin. Die Fragen natürlich, sind die Bammelins hier größer oder? Bei den Quests brauchen wir noch große Bammelins, aber dann machen wir das auch zu einem anderen Zeitpunkt, Freunde. Große Bammelins schnappen. Entschuldigung. Ah, meine scheiß Tasche ist voll. Ich krieg die Krise. Ich überlege ernsthaft, ob ich zurück zum Lager soll, mit ein paar Items abzugeben. Weil das geht ja unter keine Kuhhaut, ey.
Sie ist einfach nicht zu fassen. Ja, komm. Gut, Fiedler verliert dann zwar, aber egal. Die Knallmoos habe ich eh noch nicht angerührt. Die kann ich einfach da mitnehmen. Und brauchen wir eh wieder eine Quest. Ja, komm, dann gehen wir zurück. Zum Lager wohl, warte mal. Und die Items mitnehmen. Das Muterpel? Krass. Da ist noch eine Quest. Da oben ist noch ein Item. Da könnte aber ein bisschen schwierig werden. Oftmals noch ein Höhlenausgang. Das geht trotzdem mal, komm. Warte mal, hier war doch irgendwie dieses Walreiser-Viech. Oh, ist glaube ich kein fester Boss, wa? Doch! Ist ein fixer Boss. Seemops! Cooles Wasser-Eis-Pokémon übrigens. Hallo! Das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. Dankeschön. Hier oben noch ein paar geile Sachen. Ja, eigentlich bin ich natürlich auch selber schuld, weil ich natürlich ständig hier Items loote. Es ist kein Wunder, dass meine Tasche ständig voll ist, aber so bin ich halt. Was soll ich machen? Ich muss mir ein bisschen abgewöhnen, muss ich zugeben. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. So. Kurz ausruhen. Nur kurz. So, noch mehr zu verkaufen. Nee, ich hätte gerne, also einkaufen. Was Spezielles hast du eh nicht. Und ich habe hier nichts, was ich gerade gegen viel Geld verkaufen könnte. Da muss ich halt doch hier lagern. Die Rauchbombe finde ich auch cool, finde ich noch gar nicht mal so dämlich. Ein Lehmball, zwar selten, nein, genauso ein löchriger Aprikoko. Beides denselben Effekt, vielleicht mal irgendwie noch so ein Teil loswerden. Da wäre auch schon Z-Nabelle hergestellt, aber komm, die kann auch mal weg. Ein Item noch ablegen, Hyperheiler, Beleber, nee, die Tränke da oben sind schon cool. Nehmen wir hier mal, komm, die noch ab. Lagerkiste 2, oh schön. Du hast viele Waren, Alter. Ja, ich weiß. Noch ein fettes, richtiges Sonderbomber. Ja, nee, sparen wir uns später auf. So, will mal sagen, Freunde, wir gucken uns doch irgendwie oben nochmal um. Ich glaube, richtig umgucken machen wir vor allem in der nächsten Folge wieder, wa? Jo. Dann natürlich gehen wir auch da oben noch lang, ist klar, aber es gibt noch ein, zwei Sidequests hier zu holen. Hallo? Aber so ein Schnurgas, Level 44, hä? Ist ja gar kein Boss, oder? Sieht die roten Augen gar nicht. Oh, hier gibt es viel für Schelke rein zu tun. Ein Kleinstein stürzt sich auf dich. Naja, auf Schelke rein wohl eher.
sogar überlebt, krasse Scheiße. Fangen wir eine Option, die Musik ab gar nicht mehr. Aua! Steh auch voll im Weg. Gut gemacht, Kumpel. Alter, die sind so stark hier. Andererseits ist natürlich eine Option, mal zu gucken. Okay, warum es mich nicht entdeckt, aber keine Ahnung. Wenn es hier rausbricht, hat er doch ein Problem. Jo! Dann habe ich ein Problem. Aber Axantor keine Probleme. Nee, der killt einfach alles, was inzwischen die Dinger kommt. Alter Schwede, Axantor. Chill deine Base, Junge. Das ist einfach zu mächtig, Freunde. Oh, ein Bruder Dame. Die gibt's ja auch noch. Da steht Psychophilese drauf. Krasse Scheiße. Dann darfst du dir mit Nachtara Bekanntschaft machen. So, Ruckzuck-Hieb. Nicht sehr effektiv. Ah, ist natürlich nur das Gestein, wa? Willst du mich verarschen, ey? Alter. Okay. Da wollte er ganz gechillt mal nächste Folge beginnen, oder? Und einen schönen Übergang finden. Was macht das Vieh? Alter. Komm hier mit nervige Brumm an. So, also ich glaube, man könnte es mal riskieren. Puh, Schwein gehabt. Was? Oh, ja servus. Wow, Hilfe in alle Richtungen. Nee, nee. Lass mal, Alter. Mann, Junge. Ja, wurde überrumpelt. Du hast mich angegriffen. Jetzt bezahlst du dafür. Hier, Felsaxt. Was? Axantor, er steht hier. Guck, ziel auf mich. Wow. Ich war sogar drauf. Tschüss, Motorpel. Tut mir leid. War nicht so gemeint. Alter Schwede, Freunde. Puh. Also, soviel dazu. Haben wir es also geschafft. Wir haben auch hier das Item noch geholt. Es gibt jetzt auch hier ein neues Item. Nächste Folge gehen wir hier weiter. Wir gehen diese Nebenmission holen. Dann ist die Frage, mache ich weiter bis hierhin einfach, um noch das Item zu holen, oder gehen wir direkt hier rüber? Weil Ziel ist schon, nächste Folge beide Sidequests zu holen, plus schon mal hier hinzugehen. Mit der Quest die Insel ohne König, also sprich die Hauptquest weiter zu machen. Weil erstmal dringend heilen, nächste Folge. Mamma mia. Bis nächstes Mal. Bye bye.